Mein Name ist Chaim Ekstein und in der Lesson gehe ich explainen eine Sache, was ich meine, es macht Sinn für jeden einen zu tun, zu trachten at least, wenn es jeder eine, was ist, was kauft oder verkauft der Option, und das ist zurückzukaufen oder verkaufen der Option, noch falls sie expired, a viele, ob es ist profitable, lohnt sich es auch zu tun, und es gehen wir übergehen, die Sibes von dem, der Risk von halten, zu lange Sache, Option, und wieso zurückkaufen kann dich helfen, oder verkaufen kann dich helfen zu protecten deine Profits und zu bleiben safe. Und ich will dich der Mann an, als Options Trading involved Risk, Robben Menschen, was traden Options, der leigen Geld, oder du bist nicht 1000% ausgekocht in Options, hast du nicht was zu sichern bei Options, hast du nicht was zu touchen, lass dich auf, darfst du nicht verlieren kein Geld. Trade nicht nur, ob du weißt sicher, wo du bist. Und lass mal herangehen in the subject. Sehr Sache Beginner Traders meinen, especially Option Traders, sie hören also, man macht einen Deal, eine kauft eine Option, eine verkauft eine Option, von wem verkauft man das, und ob jener will nicht da rausgehen, und ob jener will nicht da reingehen. Man macht das für eine mordige Metzies, die du zwei Menschen, man trefft sich in Kabelstiebel, und man schmiesst zusammen, und ich will das, und die will Science, nein, ich will nicht, nein, ich will ja. Es arbeitet nicht so, das ist nicht der Weg, wie das arbeitet. So du a brokerage, so du a database, so du a options council, the CBOE, CBO, und sei viel nun die alle Transactions. Die kennst nicht keinem von der anderen Seite, und es ist du a market. Jeder Options Contract hat a market, wo du Supply, du Demand, einer will es kaufen und einer will es verkaufen, lefi the factors, lefi the details von der Options, lo dem geht der Value herauf, lo dem geht der Value herauf, lo the Supply and Demand geht der Value herauf, geht der Value herauf. So die kannst du machen dann Option Contract für Expiration. Le Muschel, ob das gekaufte Option, kannst du verkaufen der Option für Expiration. Es hat eine gewisse Value, so hat ein Market. Der Market ist versteht sich laut gewisse Factors, including Supply and Demand, wo der Supply and Demand ist auch laut wieso der Stock, wo es ist into the Option behaved. Aber du kannst das verkaufen für die Expiration. Dieselbe Sache, ob du das verkaufte Option, kannst du es zurückkaufen für Expirations. Und was ist der Reason, für wo du sollst das tun? Es gibt ein paar Reasons, für was du tun. Kodem eine Sache, kannst du daran lassen Profit. Ob du schon gemacht most von der Premium, rauf Geld, wo du das gewollt machen, hast du schon verdient, darfst du nicht sein greedy und warten, erst kann ich machen noch 5 Cent. Kannst du es zu machen, und dem, wo du sollst bleiben mit Risk, kannst du rupnehmen den Risk von den Tisch und zu machen. Le Muschel noch eine Sache, avoid an assignment, especially for short options, wo sie daran in the money, hat es mehr ein Risk, von werden assigned. Das meint, a Call Option, a plötzlich sollst du sich dir sehen, und du darfst verkaufen für einen des Tag. Dafür ist noch nicht schon gekommen mit Expiration. Ob hast du a Short Put Option, kann es meinen, a plötzlich sollst du müssen auch kaufen des Tag von jenem, dafür ist noch nicht umgekommen der Expiration. So, ob der als länger der Option meint es, aber der als noch als der Risk. Es kann ein Rupgap in des Tag, es kann ein Raufgap in des Tag, es kann interkommen unexpected news, wo sie soll werden affected an Option will über dem. Noch eine Sache, ob du das machen, noch ein Trade. Auch schon gemacht drauf von deinem Geld. Macht sie die Option, hast du noch Bank Power, hast du noch Geld available in deinem Account, und du kannst mit dem machen eine andere Trade. Und öfter wird der andere Trade machen mehr Profit, wie der bisschen, was du noch übergeblieben in der Option. So, lassen wir nehmen eine Muschel. Lassen wir sagen, das verkaufte Option für $1 und jetzt wird 10 Cent. Sie, was ist durchgegangen Zeit, sie, weil der Market ist heraufgegangen, kannst du es jetzt zurückkaufen und heranlacken 90% von deinem Profit. Für wo sollst du risken 90 Cent, weil du kannst noch machen, noch 10 Cent. Wer sucht zu machen 10 Cent in der Situation? Ob du willst, kannst du es umstellen automatisch. Kannst umstellen gleich, le Muschel, a order, a good to cancel order. Das meint, dass du so bleiben und force the order, bis du kommst, ohne du kannst zu machen, die Option für 10 Cent. Als bekommen $1, als bekommen 90 Cent, legst du dann a good to cancel order oder GTC, und the order is inwendig automatically, die gehst zu deiner Arbeit, die ist, wo du hast zu tun. The second, wo sie kommt, tun die Option zu 10 Cent, macht sich es sie, und das ist, wo sie das auch Professional Traders tun. Und sie geht auch ein Relief, weil die weiß, einmal ist es geclosed, der Risk ist auf den Tisch, und die darfst mir nicht busy mit dem, und bist ready für den nächsten Trade. Ich hoffe, die Lesson hat doch geholfen, verstehen, verwusst zurückkaufen eine Option oder verkaufen eine Option für Expiration, kennst du eine Sache, muss sein, ein kliger Move. Ob das gewinnt für dich helpful, please like and subscribe to the channel. Lass über ein Comment, was ist andere Subjects, wo die wissen, sollen wir discussen regarding the financial market. Und ich wollte lieb gehabt zu hören, deine Thoughts und deine Questions. Oder kannst dich subscriben zu chaimexstein.com/blog. Sie bekommen unsere Updates
auf der Options Market.